Hallo zusammen. Heute möchte ich mit euch einen Artikel teilen aus dem Morgenbladet, einer Nachrichtenseite Islands. Diese veröffentlicht am 14. September folgendes: Großbusiger Jesus verursacht Kontroverse. Auf dem Foto, das ihr hier sehen könnt, sieht man eine Jesusfigur mit Busen und Make-up im Gesicht. Und im Hintergrund ein Regenbogen, der jedoch weniger mit der Bibel zu tun hat, als vielmehr mit der LGBT+-Bewegung. Die Überschrift im Bild heißt übersetzt: Willkommen in der Sonntagsschule in deiner Kirche. Doch wer ist für diese Aktion verantwortlich? Wir lesen: Eine Werbekampagne der isländischen Landeskirche, die Kinder zum Besuch der Sonntagsschule anregen soll, sorgt am Wochenende für heftige Kontroversen. Sie zeigt einen großbusigen, bärtigen Jesus in weißem Kleid und Make-up, der fröhlich unter einem Regenbogen tanzt. Die Anzeige war auf der Webseite der Kirche und auf der Facebook-Seite veröffentlicht worden, wurde aber am Samstag entfernt. Der fröhliche Jesus wird jedoch mindestens 2 Wochen lang die Busse in Reykjavik schmücken. Dies war, oder besser gesagt ist noch, eine Aktion der isländischen Landeskirche, die, wie wir hier lesen können, die etablierte staatliche evangelisch-lutherische Kirche von Island ist. Eine Kirche, die sich zum lutherischen Glauben bekennt, startete diese Aktion einer weiblichen Jesusfigur, die aktuell die Busse in Reykjavik zieren. Meine lieben Glaubensgeschwister, was für eine Gotteslästerung. Doch was wir hier sehen, ist leider nichts anderes als die Folge davon, dass man Gottes Wort weltlichen Maßstäben anpasst und dazu auch noch in Kauf nimmt, sie zu verdrehen und zu verunstalten. Petur Georg Markan, Medienvertreter für die Kirche, sagte kürzlich gegenüber des Morgenbladet, dass die Kirche es für positiv und natürlich hält, dass Jesus den Menschen in allen möglichen Formen erscheint. Auf diese Weise feiert die Kirche Vielfalt. Okay, das ist also das Verständnis der heutigen Kirche, wenn sie von Vielfalt spricht. Er fügte jedoch hinzu, dass die Kirche die Haltung verstehe, dass sie vorsichtig sein müsse, wenn es um die Personifizierung Jesu gehe. Wir wissen, dass nicht alle damit einverstanden sind, dass Christus auf diese Weise erscheint. Und das respektieren wir natürlich, erklärte er. Man respektiere also andere, die damit ein Problem haben könnten. Und was ist mit dem Respekt Gott gegenüber? Darüber macht sich keiner von denen Gedanken. Weiter heißt es dann: Die Kosten für die Werbekampagne belaufen sich auf etwa 2 Millionen isländische Kronen, also umgerechnet 12.500 €. Der Hauptbeitrag kommt vom Bischofsamt und der Rest von den Pfarreien in der Hauptstadtregion. Gestern gab die Jahresversammlung der Landeskirche folgende Erklärung ab. Die Versammlung der Landeskirche 2020 bedauert, dass das Bild von Jesus in einer Sonntagsschulwerbung Menschen verletzt hat. Ziel war es, die Vielfalt hervorzuheben und die Menschen weder zu verletzen noch zu schockieren. Doch Petur betont, dass sich die Versammlung nicht für das Bild entschuldigt habe. Es ist für uns genauso wichtig, die Aufmerksamkeit auf die Vielfalt zu lenken, wie die Meinungen derer zu respektieren, denen diese Darstellung Christi nicht gefällt. So wie es aussieht, kennt der Abfall vom Glauben im heutigen Christum keine Grenzen mehr. Sie entschuldigen sich gar nicht erst für das Bild, wieso auch, sie sind sich ihrer Tat bewusst. Aber es ist ihnen auch vollkommen egal. In Johannes 12, Vers 43 sagt Jesus: Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Und hier sehen wir, dass die Ehre der Vielfalt des Menschen ihnen auch viel wichtiger ist als die Ehre Gottes.
Um die Vielfalt zu ehren oder besser gesagt zu verehren, entehren sie Gott auf solch eine schamlose und lästerliche Art und Weise. Die Landeskirche in Island verspottet mit dieser Werbeaktion vor der ganzen Welt denjenigen, nach dem sie sich benennen. Ist das heutige Verständnis von Christsein? Damit zeigen sie ihm eigentlich nur, dass sie Gott um ihre Sünde willen schon lange verworfen haben. In den Psalmen spricht Gott: Das hast du getan und ich sollte schweigen? Denkst du, ich sei wie du? Nun klage ich dich an und halte es dir vor Augen. Merke doch dies, die ihr Gott vergesst, damit dich nicht zerreißt und keiner ist da, der rettet. Wer Dank opfert, ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich ihn Gottes Hilfe schauen lasse. Wie wahr und zutreffend doch die Worte auch sind, die wir hier im Geist der Weissagung lesen können. Ich sah, dass die Kirchen, seit der zweite Engel ihren Fall verkündigte, immer verderbter wurden. Sie tragen den Namen, dass sie Christi Nachfolger seien, aber es ist unmöglich, sie von der Welt zu unterscheiden. Die Prediger nehmen ihre Texte aus dem Worte Gottes, predigen aber sanft. Hiergegen hat das natürliche Herz keine Einwände zu machen. Es ist nur der Geist und die Kraft der Wahrheit und das Heil von Christus, die den fleischlichen Herzen zuwider sind. In den gewöhnlichen Predigten ist nichts enthalten, das den Zorn Satans heraufbeschwören und den Sünder zum Zittern bringen könnte, oder das sich dem Herzen und Gewissen mit der schrecklichen Wirklichkeit eines bald kommenden Gerichts naht. Die bösen Menschen geben sich gewöhnlich mit dem Schein der Frömmigkeit ohne wahre Gottesfurcht zufrieden, und sie werden eine solche Religion unterstützen und zu fördern suchen. Beschreibt das nicht genau die Zeit, in der wir leben? Man gibt vor, Christ zu sein, aber im Grunde genommen lässt man Christus beiseite. Ja, mehr noch, was wir hier sehen, ist Gotteslästerung. Da ist keine Ehrfurcht mehr gegenüber dem, der heilig ist. Meine Lieben, wollt auch ihr, willst auch du dem Ruf des Engels und der Stimme vom Himmel aus Offenbarung 18 folgen, welche die Gläubigen aus diesen abgefahrenen Kirchen herausruft, damit ihr nicht teilhaftig werdet an ihren Sünden? Dann ist jetzt die Zeit dazu gekommen. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis bald bei ein Licht in der Dunkelheit.